Heimat bedeutet für mich ein Ort, wo du dich einfach, blöd gesagt, zuhause fühlst. Bekannte Gesichter, bekannte Plätze, bekannte Gerüche. Ein Ort, wo man sich wohlfühlt, ein Ort, wo man sich entfalten kann. Nicht gross nachdenkt, wie man ist, sondern einfach ist. Mein Name ist Didi, ich bin 28, ich bin Rapper, Rapmusiker, Sprechgesangsartist. Hoi Schweiz, hallo Schweiz, bonjour Suisse. Meine Mutter ist im Tessin aufgewachsen, mein Vater kommt aus der Türkei. Wir waren viel in der Türkei, ich habe viel Verwandtschaft dort, eine grosse Verwandtschaft, grosse Familie. Ich glaube, es sind etwa, jetzt ungelogen, sicher 30 oder 40 Cousins oder so. Ich bin in Horgen aufgewachsen und in Horgen haben wir sehr viele verschiedene Nationen. Also schon seit klein bin ich mit Albanern, mit Serben, mit Kroaten, auch mit Schweizer, also mit wirklich alles verschiedenen Leuten. Das war eigentlich immer normal. So, was für dich speziell ist jetzt zum Aufwachsen, wenn du so Verschiedenes bist und du nicht einfach kannst sagen, ich bin das. Wenn ich zum Beispiel auf die Türkei gegangen bin und ich kann nicht perfekt Türkisch, dort bin ich immer wirklich wie der Ausländer, der Schweizer sozusagen, oder der Auslandtürk. Und in der Schweiz hatte ich auch das Gefühl, dass ich nicht unbedingt von der Gesellschaft oder von anderen Leuten 100% als Schweizer wahrgenommen wird. Schon rein einfach optisch oder so. Es ist dann egal, ob ich die Sprache voll beherrsche oder wie ich integriert bin. Es ist rein schon optisch. Es gibt Situationen, wo Leute vielleicht keine Ahnung, mich mal Hochdeutsch angesprochen haben oder so. Du merkst schon, du bist zwar dort, wo du bist, aber die Leute schauen dich ein bisschen an, als wärst du von irgendwo anders. Ich habe das Gefühl, es hat auch viel damit zu tun, wie du dich präsentierst, wie du angezogen bist. Also ich habe zum Beispiel eine Story, ich habe eine Lehre gemacht in der Psychiatrie als Pfleger und dort musst du so zum Teil auch mal putzen. In der Phase, wo ich mit diesen Putzkleidern rumgelaufen bin, bin ich von Leuten ganz anders angesprochen worden oder habe ich das Gefühl, ich werde anders wahrgenommen. Ich ziehe ja oft Trainerhosen an zum Beispiel. Oder bin ein bisschen lässiger angezogen und nicht so classy oder so. Und ich habe das Gefühl, Leute unterschätzen dich dann auch. Sie denken, das ist so ein Kanake, einer, der am Bahnhof hängt oder keine Ahnung, was er macht. Dann kommst du ins Gespräch und dann plötzlich, wow, okay. Doch ein Mensch dahinter, der vielleicht noch mehr drinsteckt, als man jetzt von außen auf den ersten Blick sieht. Und das finde ich eigentlich noch ein geiler Effekt. Weil es vielleicht der eine oder andere dazu inspirieren, mal hinter die Leute zu schauen und nicht nur auf die Oberfläche. Das mache ich auch mit der Musik. Also, manchmal kommt das Lied sehr oberflächlich daher. Es ist ein cooler Beat und der Refrain ist so «Money kommt und geht, aber Gang bleibt stabil» und jeder kann mitsingen und so. Aber eigentlich die Message, die drin steckt, ist «Scheiß auf den Para, scheiß auf das Geld, sondern die inneren Werte zählen». Wenn du viele Leute ansprechen willst, dann musst du so eine Oberfläche haben, die ein bisschen glitzert. Aber wenn es dann dort zwischen dem Glitzer noch ein bisschen Tiefe hat, dann entspricht es mir. Speziell an Rap-Musik ist meiner Meinung nach immer der Anspruch, dass sie echt ist. Also dass sie real ist sozusagen. Was ich oft höre, und das finde ich wirklich, das regt mich auf. Man sagt, man macht Rap in der Schweiz als Schweizer und dann heisst es immer, hahaha, es gibt doch gar kein Ghetto in Zürich. Nachher denkt man, was läuft? Kann man nur Rap machen, wenn man im Ghetto wohnt, oder was? Man kann auch Rap machen, wenn man nicht aus dem Ghetto ist. Auch dann hat man Sachen zum Sagen. Auch dann kann man sich ausdrücken. Ich rappe auf Schweizerdeutsch, weil das ist die Sprache, die ich denke. Es ist einfach meine Muttersprache, es ist meine Sprache. Und es geht mir ja um Ausdruck. Und wenn ich jetzt googlen wie ich auf Englisch das, was ich eigentlich sagen will, ausdrücken, dann wird es einfach nicht funktionieren. Und das Gleiche ist auch mit Hochdeutsch. Ich meine, ich kann schon Hochdeutsch sprechen, aber das klingt einfach nicht cool. Also rede ich Schweizerdeutsch, Zürichdeutsch, so wie ich aufgewachsen bin. Und da ist es mir dann auch, ehrlich gesagt, egal, ob ich dann weniger Leute erreiche, weil die ich erreiche, die kann ich dann auch wirklich treffen. Also treffen, ich will sie nicht verletzen, ich will sie berühren. Ich finde es schade, auch Radiolandschaft, also sie spielen sehr, sehr viel ausländische Musik. Sonst sagen sie ja immer, wir nicht mehr Ausländer und so. Aber beim Radiosongs oder beim Musikkonsum tun wir gerne importieren. Ich finde, da könnte man schon ein bisschen mehr das Lokale fördern. Ich arbeite im sozialen Bereich, ich arbeite mit Jugendlichen. Ich rede mit denen eigentlich genau gleich, wie wenn ich als Rapper an einem Auftritt bin. Ich rede sogar mit meinem Chef genau gleich. Nur ich habe es tätowiert sogar. Weder Fisch noch Vogel. Ich bin einfach ich und ich finde, das ist auch etwas, wo mehr Leute sein könnten, sich selber.